In einem Augenblick wird es geschehen. Darf ich dich fragen, bist du dabei? Wenn nicht, dann eile, denn schon bald erschallt die Posaune. Und dann werden die Gläubigen entrückt werden. Und dann gehen die schlimmsten Gerichte über diese Erde. Sie brechen herein. Auf der einen Seite wird große Freude sein. Wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Auf der anderen Seite wird große Traurigkeit sein. Wenn du noch kein Eigentum Jesu bist, komm doch heute. Die Bibel sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an Jesus glaubt, wird gerichtet. Bist du bereit, Gott zu begegnen? Wir sind ja in einer Evangelisation und in einer Evangelisation spricht man ja hauptsächlich über Gott und über den Menschen. Und ich möchte einleitend so einige Gedanken weitersagen, damit alle, die vielleicht zum ersten Mal hier sind, das ist ja wunderbar, wenn Menschen sich einladen lassen, und das ist geschehen, das weiß ich, sehr intensiv auf der Straße, auch gestern noch einmal. Aber dass diese Leute so richtig begreifen, um was es eigentlich heute geht. Evangelisation. Wir reden von Gott. Und Gott ist ein heiliger Gott. Auf der einen Seite ist der heilige Gott. Und wir reden über den Menschen, über den sündigen Menschen. Auf der anderen Seite ist der sündige Mensch. Auf der einen Seite der heilige Gott, auf der anderen Seite der sündige Mensch. Und zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen ist eine dicke Scheidewand. So steht es in Jesaja 59, Vers 2. Unsere Sünden scheiden uns von unserem Gott. Und wenn der Mensch in diesem Zustand stirbt, dann geht er verloren. Ewig verloren. In die ewige Nacht, in die ewige Verdammnis. Aber in seiner großen Liebe sandte Gott seinen Sohn in diese Welt hinein. Und Jesus ging für die Sünden aller Menschen ans Kreuz von Golgatha. Dort bezahlte er mit seinem Blut, mit seinem Leben, den Preis für deine und meine Schuld. Doch Jesus blieb nicht im Tod, sondern er auferstand siegreich aus den Toten und sein Angebot steht bis heute. Vergebung der ganzen Lebensschuld und neues, ewiges Leben. Jeder darf kommen. Jeder ist eingeladen. Tausende, ja, Abertausende haben es erfahren. Und sie können berichten, wie Stefano vorher, von einem Tag, einer Stunde, in der sie ganz bewusst zu Jesus gekommen sind, ihm ihre Schuld bekannt haben, ihn aufgenommen haben. Die Bibel sagt, sie sind wiedergeboren, zu einer lebendigen Hoffnung, und sie haben diese Gewissheit, nach dem Sterben bei Jesus zu sein. Wie geschieht so etwas? Durch Bekehrung und Wiedergeburt. Was ist das eigentlich? Bekehrung, ich möchte so erklären, ist eigentlich die menschliche Seite der Errettung. Gott zieht zu seinem Sohn und ich darf mich bekehren zu Jesus Christus. Wiedergeburt ist die göttliche Seite der Errettung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch, bei der Wiedergeburt gibt Gott. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und Gott nimmt sie ihm ab und er will nie mehr daran denken. Bei der Wiedergeburt gibt Gott nämlich das neue Leben in Jesus Christus. Und die Bibel sagt in Johannes 1, Vers 12, alle, die Jesus aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Das sind die, die von Gott geboren sind. Das Wunder aller Wunder. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ein ganz Neues ist geworden. Bei mir an einem Juniabend 2004. Es war wunderbar. Darf ich dich fragen, hast du das erlebt? Kannst du berichten von dieser Erfahrung? Hast du Heilsgewissheit? Wenn heute deine letzte Stunde kommen würde, das wissen wir ja nicht, wann das ist. Hast du diese Gewissheit, das Allerschönste kommt noch.
wie reich sind doch die Erlösten. Wenn du das noch nicht hast, ich lade dich ganz herzlich ein. Alle sind ja zum Kaffee eingeladen. Aber dann lade ich dich ein, hier zu bleiben. Während dann die anderen darüber gehen, möchte ich hier anhand einer Zeichnung erklären, was die Bibel über Errettung sagt. Und das wird ganz einfach sein. Und wenn du das verstanden hast und sagst, ich will, dann kann ich dir jetzt schon sagen, das wird der größte Tag deines Lebens sein heute. Und habt doch Mut. Ich lade alle ein. Es sind auch Kinder hier, sehe ich. Junge Menschen, erwachsene, ältere Menschen. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Darum kommt doch heute zu diesem wunderbaren Herrn. Eine Suche, die sich wirklich lohnt. So heißt das Thema. Und von einem Mann, der auf der Suche war, möchte ich heute Morgen aus der Bibel lesen. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26 bis Vers 40. Wer die Bibel dabei hat, darf natürlich gerne mit mir mitlesen. Eine Suche, die sich lohnt. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Aber ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach, stehe auf und geh gegen Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, welcher über ihren ganzen Schatz gesetzt war, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Und er zog wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus, gehe hinzu und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sprach, verstehst du auch, was du liesest? Er aber sprach, wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Der Inhalt aber der Schrift, die er las, war dieser, er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht aufgetan. In seiner Erniedrigung ist sein Gericht aufgehoben. Wer wird aber sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet solches? Von sich selber oder von jemandem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schriftstelle an und predigte ihm Jesus. Und als sie auf der Straße dahin zogen, kamen sie an ein Wasser und der Kämmerer sprach, siehe, da ist Wasser, was hindert's, dass ich getauft werde? Philippus aber sprach, glaubst du von ganzem Herzen, so darf es geschehen. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Und er hieß den Wagen halten, und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber heraufgestiegen waren aus dem Wasser, entrückte der Geist des Herrn den Philippus hinweg, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich, voller Freude. Philippus aber wurde zu Asdod gefunden und zog umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Ihr Lieben, das ist nicht nur eine schöne Geschichte hier in der Bibel, sondern man kann sie eigentlich 1:1 auf die ganze Menschheit anwenden. Irgendwie sind die Menschen alle auf der Suche. Sie suchen Erfüllung, inneren Frieden, Glück, bleibende Freude. Und jetzt lesen wir von diesem Mann, er wusste, in Jerusalem betet man den lebendigen Gott an, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat.
Ich habe mich gefragt, woher hat dieser Mann das gewusst? Wir wissen es nicht ganz genau, aber einige Jahrhunderte vorher kam eine Königin dieses Landes, die Königin von Saba, nach Jerusalem. Josephus, ein Geschichtsschreiber, nennt diese Herrscherin Königin von Ägypten und Äthiopien. Also diese Königin ist nach Jerusalem gekommen, als sie von der Weisheit des Königs Salomos hörte, die Gott ihm gab. Und sie kam und sie hat ihm viele Fragen gestellt und sie war so fasziniert, dass sie angefangen hat, den lebendigen Gott anzubeten. Jesus Christus erwähnt diese Frau im Neuen Testament in Matthäus 12, Vers 42, indem er sagt, eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Wir wissen, Jesus ist nicht nur Retter, sondern auch Richter der ganzen Menschheit. Und die Bibel sagt in 1. Korinther 6, Vers 2, dass die Erlösten diese Welt mitrichten werden. Originaltext: wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und Jesus sagt über diese Königin, dass sie am jüngsten Tag einen Mitrichterauftrag hat. Also ist diese Frau irgendwann zum lebendigen Glauben an Gott gekommen. Und sie sagte ja bei ihrem Besuch in Jerusalem, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden, was der Salomo für eine Herrlichkeit hat. 1. Könige 10, Vers 7. Bei ihrem Besuch mag sie den lebendigen Gott kennengelernt haben und dann kehrte sie in ihr Land zurück und vielleicht sagte sie dort den Leuten, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist der Gott Israels. Und so mag das Zeugnis in ihr Land gekommen sein. Und dann hat man es von Generation zu Generation weitergegeben. Und irgendwann hat es auch dieser Kämmerer erfahren. Ihr Lieben, der Mann hatte alles, was ein Menschenherz begehren konnte. Ehre. Er war ein Finanzminister. Er hatte auch genügend Geld. Ja, wer konnte sich damals so eine weite Reise leisten, mit seinem Wagen bis nach Israel zu reisen? Ungefähr 3000 Kilometer. Was mag diesen Mann bewegt haben, nach Israel zu kommen? Es gibt ein Lied, die meisten kennen das. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Diese gläubige Fürstin dichtet dann weiter, ich habe die Menschen gesehen. Und in Strophe 3, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Dieser Mann war suchend. Er hat gesagt, Geld spielt für mich keine Rolle. Ich muss den lebendigen Gott kennenlernen. Und noch mehr, wenn es einen lebendigen Gott gibt, dann möchte ich den Zugang zu ihm finden, dass ich Vater zu ihm sagen kann. Wie viele sagen heute, ja, ich glaube auch an ein höheres Wesen. Ihr Lieben, das ist noch keine Hinwendung zu Gott. Da braucht es schon mehr. Um den lebendigen Gott zu finden, muss man nicht Theologie studieren. Da darf man so kommen, wie man ist. Der Evangelist Moody, der hat mal gesagt, wenn der Heilige Geist in ein Herz hineinleuchtet, dann ist kein Unterschied mehr zwischen einem König und einem Bettler. Wir sind alle gleich vor dem lebendigen Gott. Und dieser lebendige Gott sagt in Jeremia 29, Vers 13 und 14, sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Wie wunderbar.
Dieser Kämmerer hatte irgendetwas gehört und das wiederum hat in ihm ein tiefes Verlangen geweckt. Ich möchte diesen Gott kennenlernen. Und jetzt kommt er nach Jerusalem, haben wir gelesen. Und ich kann mir vorstellen, er ist überglücklich, als er diese Stadt sieht. Da, wo der Tempel war, wo die Leute den lebendigen und wahren Gott angebetet haben. Er hat gesehen, wie da geopfert wird, wie die Leute gesungen haben. Vielleicht hat er die Priester gefragt, wie kann ich diesen Gott finden? Aber die konnten ihm keine Antwort geben. Vielleicht haben sie gesagt, ja, du musst gute Werke tun. Du musst das Gesetz halten. Aber das schaffte dieser Mann nicht. Das schafft kein Mensch. Und dann überlegt er, was kann ich tun? Und was macht er? Er kauft sich eine Jesaja-Rolle. Damals wurden ja die Schriften nicht wie Bücher gelesen. Das kam erst viel später. Man hat auf Pergament, auf Tierleder geschrieben. Und da gab es Leute, die mit großer Sorgfalt die Schriften abgeschrieben haben. Ganze Bücher der Bibel und dann wurden die teuer verkauft. Und das dauerte ja lange, bis man den Propheten Jesaja geschrieben hatte. 66 Kapitel. Man fand in Qumran 1948 eine 7,34 Meter lange Pergamentrolle, die Jesaja-Rolle. Und diese Jesaja-Rolle, die er gekauft hat, muss eine griechische Abschrift, die sogenannte Septuaginta, gewesen sein. Und die muss sehr teuer gewesen sein. Aber dieser Kämmerer hat die Kosten nicht gescheut und er hat sie gekauft, weil er Gott finden wollte, weil er ein Vater-Kind-Verhältnis suchte. Und jetzt hatte er diese Jesaja-Rolle. Und meine Frage, wurde damit sein Suchen in Jerusalem befriedigt? Nein. Warum nicht? Weil man die Beziehung zu Gott nicht mit Geld kaufen kann und sein Reichtum konnte ihn ja auch nicht glücklich machen. Die Priester konnten ihm auch keine Auskunft geben. Ihr Lieben, es gab Zeiten, wo Priester durchs Land gezogen sind zur Zeit des Ablasshandels und die haben den Leuten gesagt, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Ihr Lieben, das war Betrug, weil die Bibel das an keiner Stelle so sagt. Und Gottes Wort ist unfehlbar. Alle 66 Bücher des Alten und Neuen Testaments haben im Urtext die vollständige, durch den Heiligen Geist inspirierte, fehlerlos, irrtumslos und zeitlos gültige, für alle Menschen verbindliche Wahrheit des Wortes Gottes. Und wer sagt, die Bibel haben ja nur Menschen geschrieben oder die Bibel ist nicht Gottes Wort, wer das sagt, wird nie zum Frieden mit Gott kommen. Und das wird auch diesem Mann klar geworden sein. Die Priester konnten ihm nicht helfen. Und so mag er vielleicht gedacht haben, diese Jesaja-Rolle, da finde ich vielleicht etwas, die kann vielleicht helfen. Wenn ich das lese, werde ich vielleicht wissen, wie ich zum Frieden komme. Und während er enttäuscht von Jerusalem wieder heimwärts gefahren ist, fing er an, in dieser Jesaja-Rolle zu lesen. Und wer den Propheten Jesaja schon einmal gelesen hat, weiß, da stehen wunderbare Wahrheiten drin. Zum Beispiel Jesaja 9, Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Das mag er gelesen haben. Und er mag gedacht haben, von wem ist hier die Rede?
Und er las weiter und weiter und dann kommt er zum leidenden Gottesknecht in Jesaja 53. Das ist natürlich die Krone der Prophetie im Propheten Jesaja. Aber er verstand nichts. Und schaut, wie gut ist doch Gott. Er hatte den Anfang schon gemacht. Er hat ein Suchen in das Herz dieses Menschen hineingelegt. Denn die Bibel sagt, da ist keiner, der Gott sucht. Da ist keiner, der von sich aus auf die Idee kommt, nach Gott zu suchen. Römer 3, Vers 11. Niemand von uns kam auf die Idee, Gott zu suchen. Er hat den Anfang gemacht. Er hat ein Ziehen gewirkt. Er sucht uns aus lauter Liebe. Aber Gott ist es auch, der dann ein Werkzeug bereithält. Bei mir war es mein Religionslehrer, der ein Zeugnis abgelegt hat im Unterricht, als mich das überhaupt nicht interessierte. Aber dann, als die Stunde kam, wo ich diese Frage hatte, warum lebe ich eigentlich? Das waren 16 Jahre später, gingen meine Gedanken zurück ins Schulzimmer und ich wusste, mit ihm muss ich reden. Und so kam ich zum Glauben. Gott ist es, der eben auch ein Werkzeug bereithält, wenn ein Mensch nach dem Sinn des Lebens fragt. Und jetzt begegnet Gott dem Philippus und er sagt, steh auf, ein Auftrag, ein Ziel, geh nach Süden. Du musst diesen öden Weg gehen, der nach Gaza hinabführt. Vers 26. Man sagt, nach Gaza hat es damals 2 Wege gegeben. Ein Weg, das war eine Handelsstraße, eine breite Straße, die von vielen benutzt wurde. Und dann gab es einen schmalen Weg, einen sehr öden Weg, der von wenigen Leuten benutzt wurde. Und Gott sagt, geh diesen öden Weg. Der Philippus, der Evangelist, war gehorsam. Er ging. Und man sagt, dass diese beiden Wege sich an irgendeiner Stelle gekreuzt haben. Dieser breite Weg und dieser schmale Weg. Und exakt an dieser Stelle haben sich die beiden getroffen. Philippus und dieser Wagen. Ihr Lieben, das war Präzisionsarbeit Gottes. Und da sagt ihm der Geist Gottes, Vers 29, tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Hier ist ein Mensch, der braucht Hilfe, der weiß nicht mehr weiter. Haben wir solche Dinge schon einmal erlebt? Ich möchte mal ein Beispiel aus meiner Erfahrung sagen. Es war im Jahre 2009, im September, ich war auf der Bibelschule in Beatenberg. Da kam die Nachricht, mein Vater ist ganz schwer verunglückt mit dem Mountainbike. Er hatte einen Halswirbelbruch, eine inkomplette Tetraplegie. Das ist, man spürt nichts mehr von der Schulter weg. Aber inkomplett, das heißt, man kann therapiert werden. Er lag dann in Nottwil, war furchtbar zugerichtet auch. Und dann bin ich natürlich so bald als möglich dahin gegangen. Es war, meine ich, am Mittwoch. Und wir hatten als Aufgabe für den Unterricht im Timotheus und Titus einen Kommentar zu lesen. Und ich habe dann gedacht, ja, das ist ja gut, dann kann ich auf der Reise noch diese Aufgabe dann auch machen. Und ich wollte einen Timotheus-Kommentar in der Bibliothek holen. Aber alle Studenten waren schneller als ich, es hatte keinen Timotheus-Kommentar mehr. Dann musste ich halt einen Titus-Kommentar mit auf die Reise nehmen. Ich habe dann meinen Vater besucht. Es war eine ganz intensive Zeit damals. Und dann musste ich mich irgendwann auf den Rückweg machen. Und ich hatte dann umsteigen müssen in Bern. Und dann habe ich um ein Haar den Anschlusszug verpasst. Und in dem Moment war mir klar, ja, Gott will das vielleicht so. Das ist seine Führung.
Und dann musste ich dann noch einmal umsteigen und dann bin ich im Wartesaal dort gesessen, habe dann meinen Titus-Kommentar genommen, gelesen. Plötzlich ein Mann, der mir gegenüber sitzt, Titusbrief. Geht's da um die Bibel? Ja, da geht's um die Bibel. Ja, ich habe auch schon so ein bisschen angefangen und so. Wir kamen ins Gespräch, er hatte denselben Weg. Wir sind dann im Zug Richtung Interlaken zusammengesessen und plötzlich beginnt er zu erzählen. Ich möchte unbedingt diesen Gott finden. Aber irgendwie, ich bin wie angekettet. Und dann sagte ich ihm, das erkläre ich dir gerne. Wir sind dann in Interlaken noch zum Kaffee, haben uns da ausgetauscht. Ich habe ihm erzählt, dass ich im Auto ihm den Heilsweg erkläre. Und als wir dann bezahlen wollten, sagte er, aber das erklärst du mir jetzt noch, gell? Ja, natürlich. Wir haben uns zusammen ins Fahrzeug gesetzt und ich habe ihnen an einer Zeichnung, das mache ich immer so, wenn Menschen kommen, einfach gezeigt, was die Bibel über Errettung sagt. Er hat's verstanden. Und ich fragte, möchtest du das? Ja, das möchte ich. Und er hat sich bekehrt. Er hat Jesus aufgenommen. Und dann hat er gedankt, zum ersten Mal dem Herrn für seine Errettung. Und dann sagt er doch was ganz Interessantes. Wenn sie nicht einen Titus-Kommentar oder Titusbrief gehabt hätten, ich hätte sie nicht angesprochen. Ich wollte den Timotheus-Kommentar mitnehmen. Präzisionsarbeit Gottes. Anderes Beispiel, es war in einer Evangelisation in Heidelberg. Das war ganz interessant. Wir begannen am Sonntag und endeten am Mittwoch. Und jetzt am Mittwoch war es so, das war der Abschluss, und eine Anwältin aus der Umgebung, die hatte bereits angefangen, die Bibel zu lesen und sie hat da sich informiert, wo gibt's eine Bibelstunde, und in der Gemeinde sah sie, da gibt's Bibelstunde. Und sie kam eigentlich zur Bibelstunde. Und jetzt hört sie das Evangelium. Ganz einfach. Und dann kommt der Ruf zur Entscheidung. Ich habe dann eingeladen in einen Raum und plötzlich saß die mit anderen Menschen da. Ich habe dann gefragt, ja, wie sind Sie hierher gekommen? Sind Sie eingeladen worden? Ja, also, ich bin ja völlig überrascht. Ich wollte eigentlich eine Bibelstunde und so. Und an diesem Abend fand sie den lebendigen Gott. Sie nahm Jesus als ihren Retter an. Auch Präzisionsarbeit Gottes. Und dass vielleicht gerade du heute hier sitzt oder von zu Hause diese Botschaft hörst, das hat Gott so geführt. Wisst ihr, das sind manchmal Wege, die wir auf den ersten Blick nicht verstehen. Und das mag auch für Philippus irgendwie sonderbar gewesen sein, als er hörte, geh diese öde Straße nach Gaza. Und es mögen schon Tage vergangen sein, da sagt der Geist Gottes ganz klar, schau mal, dieser Wagen, der hier ankommt, da ist ein Mann, der braucht Hilfe. Und genau an der Stelle, wo der angekommen war, wo die Rede vom Lamm Gottes ist, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, war er ins Fragen gekommen. Von wem sagt das der Prophet? Von sich selbst oder von einem anderen? Und das ist der Punkt, wo Philippus ihm das Evangelium von Jesus Christus verkündigen kann. Präzisionsarbeit Gottes. Philippus ist gerufen, diesem Kämmerer die Augen zu öffnen. Und wo wird er angefangen haben? Er wird ihm ganz klar gesagt haben, dass der Messias, Jesus, in Jerusalem gestorben ist. Dass die Juden ihn verworfen haben und dass er das Lamm Gottes ist, das die Sünde wegnimmt. Ihr Lieben, das ist die lebendige Hoffnung für alle, die suchend sind. Und Gott lässt den Suchenden finden. In Sprüche 2, Vers 7, dem Aufrichtigen lässt er es gelingen. Er verstößt keinen, der aufrichtig zu ihm kommt, auch heute noch. Und er möchte ja, dass alle zum lebendigen Glauben kommen. Es war in einer Evangelisation auch in Deutschland,
Da war eine Familie, also junger Mann mit Frau und Kinder. Die Eltern waren gläubig. Jetzt die Mutter auch, die Oma der Kinder auch gläubig. Der Opa nicht. Aber was hat der sich eingesetzt, so in der humanitären Arbeit? Er war LKW-Fahrer, er war pensioniert. Den konnte man anrufen, der war immer da. Der hat so viel Gutes getan, aber er war nicht bekehrt. Und man hat sehr für ihn gebetet. Er hat manche Evangelisation miterlebt, aber sich nie entschieden. Und er hat dann über den Livestream die Vorträge von zu Hause mit angehört. Und jetzt am Sonntag kam er in die Versammlung. Und noch mehr, er kam in die Aussprache. Und dann hat er ausgepackt, unter Tränen, seine Sünden Jesus bekannt und Jesus aufgenommen. Sein Sohn hat mir später eine E-Mail geschrieben. Mein Vater hat sich die Vorträge zusammen mit meiner Mutter im Livestream angeschaut. Am Sonntag war es soweit. Er ist zusammen mit meiner Mutter in den Gottesdienst gekommen. Als ich ihn dann im Gottesdienst sah, war ich sehr dankbar und musste fest im Inneren für ihn beten. An diesem Tag sind so viele Gebete erhört worden. Mein Vater kannte schon lange den richtigen Weg, aber er hat es einfach nicht geschafft, diesen Weg zu gehen. Am Sonntag hat er den Mut von Gott bekommen, in die Seelsorge zu gehen, Jesus in sein Leben aufzunehmen. In unserer Familie ist ein großes Wunder geschehen. Gott sei Dank. In dieser Woche haben sich auch unsere beiden Jungs bekehrt. Mein Sohn 8 Jahre, der andere 6 Jahre. An diesem Abend war meine Frau mit den beiden Jungs im Gottesdienst und als der eine runtergehen wollte, hat sich auch der andere mit angeschlossen. Dafür sind wir auch als Familie unglaublich dankbar. Als sie dann nach Hause kamen, waren beide Jungs glücklich. Und der eine sagte, Papa, ich habe ein Ticket für den Himmel bekommen. Ist es nicht wunderbar? Und ich weiß, auch heute sind Leute hier, die sind noch nicht den Schritt gegangen. Die sind noch nicht zu Jesus gekommen. Sie haben noch keinen Frieden mit Gott. Dann komm doch heute. Mach es heute. Wie wird ein Mensch gerettet? Indem er sich bekehrt und Jesus Christus bewusst einlädt. Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden. Alle, die ich weiß, aber auch die, die ich nicht mehr weiß. Man muss gar nicht alle aufzählen, dann wäre ich heute noch dran. Das geht ganz schnell. Dann werden sie ausgelöscht, Kraft des Blutes Jesu Christi, und dann stehe ich da, wie wenn ich noch nie gesündigt habe. Aber dann darf ich in einem zweiten Schritt Jesus sagen, Herr Jesus, die Bibel sagt, wer dich aufnimmt, wird gerettet, wird ein Kind Gottes, wird von Neuem geboren. Darum lade ich dich ein, komm du jetzt in mein Leben hinein. Ich öffne dir mein Herz. Ich nehme dich im Glauben auf. Komm du in mein Herz hinein. Übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Und dann geschieht es. Ihr Lieben, die Bibel sagt, es gibt nur einen einzigen Weg, auf dem wir gerettet werden können. Und diesen Weg, den darf Philippus dem Kämmerer verkünden. Jesus selber hat ja gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und warum Jesus eben dieser einzige Weg ist, das steht eben so wunderbar in Jesaja 53. Und da möchte ich ein paar Verse uns vorlesen, ab Vers 4. Jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich
und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er tat seinen Mund nicht auf. Diese Stelle hat der Kämmerer gelesen. Wer ist dieses Lamm, das die Schuld der ganzen Welt wegnimmt? Aber er hat es nicht verstanden. Und Philippus, der Evangelist, stellt ihm die Frage, verstehst du auch, was du liest? Ja, wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und ich stelle mich vor, wie dieser Philippus mit großer Freude ihm den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Er wird ihm erklärt haben, der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ist der Gott Israels. Er wird auch von Sünde gesprochen haben und er wird ihm ganz deutlich gesagt haben, was Sünde ist. Sünde ist Verbrechen gegen Gott. Und bereits ein böser Gedanke ist Sünde. Und da müssen wir doch alle bekennen, dass wir Sünder sind. Die Bibel sagt, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht ein einziger. Römer 3 und 10 und 23, alle haben gesündigt und sie sind ausgeschlossen von der Herrlichkeit Gottes. Und das muss diesem Kämmerer auch deutlich geworden sein, ich bin ein Sünder, ich bin verloren, wer kann mich retten? Und dann wird Philippus ihm deutlich gemacht haben, der Sohn Gottes kam in diese Welt, um Sünder selig zu machen. Und wie sich alle alttestamentliche Prophetie auf den kommenden Erlöser in diesem Jesus von Nazareth wortwörtlich erfüllt hat. Er ist das Lamm. Und dann wird er von Golgatha gesprochen haben. Dieses Kreuzesgeschehen ihm ganz lebendig geschildert haben. Wie er angenagelt war, zerschlagen war, furchtbar zugerichtet, Blut überströmt. Und wie er dann gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wie er auch ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wird ihm deutlich gemacht haben, auch wegen deiner Sünde musste Jesus sterben, damit dir geholfen werden kann. Er wird ihm das ganz praktisch vor Augen geführt haben. Und der Kämmerer hat ganz gut hingehört und er hat es verstanden. Er wusste, ich brauche Hilfe. Ich bin überzeugt, Philippus hat ihm alles gesagt, was nötig war. Den ganzen Ratschluss Gottes hat er ihm verkündigt. Und er hat auch ganz klar gesagt, wenn du deine Sünden bekennst, wenn du Jesus alles sagst und ihm dankst, dass er für dich gestorben und auferstanden ist, kannst du gerettet werden. Dann schenkt dir Jesus Vergebung, dann schenkt er dir seinen göttlichen Frieden. Und er wird das aufgesaugt haben wie ein trockener Schwamm. Weil er das suchte und weil er aufrichtig war, ließ Gott sich finden. Und Philippus wird ihm auch gesagt haben, wie Jesus befohlen hat, die zu taufen, die an ihn gläubig geworden sind, damit sie eben ihren Glauben an ihn vor der sichtbaren, aber auch vor der unsichtbaren Welt bezeugen. Und ihr Lieben, das gehört ja mit zu einer echten Bekehrung, das Heraustreten zu Christus. Und Philippus sagt ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es erlaubt, dass du getauft werden kannst. Und er antwortet, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Das heißt, ich glaube, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um auch meine Sünde auf sich zu nehmen und dafür den Preis zu zahlen. Und dass er auch für mich auferstanden ist, dass ich seine Gerechtigkeit dadurch empfangen kann, dass die Tore des Himmels für jeden offen sind, der zu Jesus kommt, der gerettet werden will. Und wir lesen dann im Text, wie der Kämmerer sagt, im Vers 36, siehe, da ist Wasser, ich möchte getauft werden.
Ja, was bekennt denn ein Mensch, der sich taufen lässt? Also vom Griechischen her heißt das untertauchen. Er bekennt, mein alter Mensch ist mit Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und auferstanden mit ihm zu einem neuen Leben. Eigentlich ist die Taufe die Beerdigung meines alten Menschen, meiner alten Gesinnung, meines alten Ichs. Mehr oder weniger ist die Taufe nicht. Die Taufe macht uns nicht zu einem Gotteskind. Nein, muss man auch wieder deutlich sagen heute. Aber die Taufe ist die Bestätigung, dass ich ein Kind Gottes bin. Und das wollte dieser Kämmerer. Das will ich jetzt vor dem ganzen Himmel bezeugen, dass Jesus Christus mein Retter ist. Er hat meine ganze Schuld vergeben. Mein Suchen ist zu Ende. Und jetzt kommt er einstimmen in dieses Lied. Welch Glück ist's, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Und sie stiegen hinab. Philippus taufte ihm, der Himmel war Zeuge. Und er bekennt, nicht mehr lebt der alte Kämmerer, sondern Christus lebt in mir. Ich bin ein neuer Mensch in Christus. Und dann steht hier so herrlich, voller Freude zog er seinen Weg weiter. Darf ich mal die fragen, die sich schon bekehrt haben? Bist du schon getauft? Ich habe es ein Jahr nach meiner Bekehrung gemacht. Durch das Lesen der Bibel, auf einmal wurde mir das klar. Und dann habe ich mich auf Jesus Christus taufen lassen, auf seinen Namen, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich habe dann bezeugt, war ziemlich nervös vor den Menschen, wie ich zum Glauben kam. Aber dann kam so eine Freude und ich bin dann auch meinen Weg voller Freude weitergegangen. Zum öffentlichen Bekenntnis stellt sich Gott. Also wenn du noch nicht getauft bist, gläubig bist, lass dich bei der nächsten Gelegenheit taufen. Wenn Fragen sind, frage die Verantwortlichen, die können dir alles erklären. Spurgeon sagt, dass seine Schüchternheit im Blick auf das Bekenntnis zu Jesus mit seiner Taufe beendet war. In seiner Biografie kann man das nachlesen, kurz vor dem 16. Altersjahr, so beschreibt er es, als ich ein paar Schritte hinein in das Wasser getan hatte und all die Menschen sah, hatte ich ein Gefühl, als ob Himmel und Erde und Hölle auf mich starrten. Aber ich schämte mich nicht. Ich gab mich als Nachfolger des Lammes hin in den Tod. Meine Ängstlichkeit war wie weggeblasen. Sie floss mit dem Strom weg ins Meer. Sie muss von den Fischen gefressen worden sein, denn seither habe ich nichts dergleichen mehr gefühlt. Auch löste die Taufe meine Zunge. Von diesem Tag an konnte ich nicht mehr stillschweigen. Dort im Largfluss verlor ich 1000 Ängste und stellte fest, dass es stimmt, wer seine Gebote hält, der hat großen Lohn. Das hat der Kämmerer auch erlebt. Vers 39. Er zog seinen Weg mit großer Freude, weil er wusste, ich bin begnadigt. Ich gehöre dem lebendigen Gott. Ich bin erlöst durch des Lammes Blut. Mir ist vergeben. Sicherlich hat er es auch in seiner Heimat bekannt. Es gibt nur einen Weg zum Frieden mit Gott. Und dieser eine Weg führt über Jesus Christus. Wer ihn annimmt, wird wiedergeboren, wird gerettet. Noch ein letzter Gedanke. Der Kämmerer fuhr mit großer Freude zurück nach Äthiopien. Und von Philippus lesen wir, der Geist des Herrn entrückte den Philippus und man fand ihn in Aschdod und er zog ihn durch und evangelisierte weiter. Die Entrückung. Plötzlich, in einem Nu, in einem Atomos. Es soll uns ein Bild auf die Entrückung der Gemeinde sein. In einem Augenblick wird es geschehen. Darf ich dich fragen, bist du dabei? Wenn nicht, dann eile,
Denn schon bald erschallt die Posaune. Und dann werden die Gläubigen entrückt werden. Und dann gehen die schlimmsten Gerichte über diese Erde. Sie brechen herein. Auf der einen Seite wird große Freude sein. Wir werden alle Zeit beim Herrn sein. Auf der anderen Seite wird große Traurigkeit sein. Wenn du noch kein Eigentum Jesu bist, komm doch heute. Die Bibel sagt, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Wer an Jesus glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht an Jesus glaubt, wird gerichtet. Darf ich dich fragen, bist du gerettet? Bist du bekehrt? Bist du von Neuem geboren? Bist du bereit, Gott zu begegnen? Wenn nicht, bleib heute zurück. Ich lade dich ganz herzlich ein. Ich stelle da keine peinlichen Fragen. Ich werde die Zeichnung erklären. Das wird einfach und verständlich sein. Kinder können sich bekehren. Jugendliche, Erwachsene, auch ältere Leute. Und wenn du das heute möchtest, du wirst es erleben, was ich damals erlebt habe, was viele hier bezeugen können. Es war die Stunde meines Lebens. Zusammenfassend, es gibt eine Suche, die sich lohnt, die Antwort auf all unsere Sehnsüchte, auf unser Verlangen nach wirklichem Leben, nach echtem Leben, finden wir einzig und allein in der Person Jesu Christi. Er schenkt das ewige Leben und bleibendes Glück. Und lieber Mann, der du noch nicht bekehrt bist, mach doch den Schritt heute über die Grenze. Jesus sagt, dränget sie hinein, ruft sie eindringlich zur Entscheidung. Liebe Frauen, die ihr noch nicht entschieden seid, Frauen sind oft mutiger, wenn es um solch eine Entscheidung geht. Ihr lieben jungen Leute, junge Männer, junge Frauen, es braucht heute junge Leute, die ganz für Jesus leben, um eure Generation zu erreichen, dass ihr aus der Kraft des Heiligen Geistes seine Zeugen sind. Und ich bin überzeugt, es ist letzte Zeit. Wir müssen nicht unser eigenes Leben verwirklichen. Jesus kann heute zur Entrückung kommen. Oh, kommt doch, tut den Schritt über die Grenze. Vielleicht sind noch Fragen, wir können alles klären und dann im Gebet gemeinsam vor diesen wunderbaren Herrn kommen. Ich kann ein Gebet vorsagen, das kann eine Hilfe sein. Du darfst dieses Gebet zu deinem eigenen Gebet machen und Jesus wird ein aufrichtiges Gebet ganz bestimmt erhören. Oh, ich hoffe, dass an diesem Morgen viele diesen Schritt tun. Und wenn du schon gläubig bist, vielleicht einen wunderbaren Anfang erlebt hast, aber Dinge sind einfach wichtiger geworden. Du hast keine Zeit mehr zum Bibellesen, fürs Gebet. Das ist ja entscheidend, wie wir es von Stefano gehört haben, dass wir wachsen, dass wir Erlebnisse haben mit Jesus. Wenn das nicht mehr so ist, dann mach doch einen neuen Anfang heute. Weihe dich neu, Jesus. Wir haben genügend Mitarbeiter. Du kannst in ein persönliches Gespräch kommen. Einfach die Dinge, die dir jetzt bewusst sind, Jesus bringen. Er vergibt das, was wir bekennen, was wir ins Licht bringen. Und dann bitte ihn, dass er sich neu erfüllt. Und er wird es tun. Und dann gehst du neu gestärkt deinen Weg weiter mit Jesus. Auch du darfst heute kommen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Morgen. Ein Tag, den du gemacht hast, den wir erleben dürfen mit dir. Hab Dank, Herr, für alles, was wir gehört haben. Die herrlichen Lieder, das Zeugnis, die Einleitung und dein Wort. Und ich bitte dich, Herr Jesus, für die, die da sind oder zu Hause oder im unteren Bereich, die noch nicht gerettet sind. O Herr, gib ihnen den Mut, überwinde sie mit deiner Liebe, dass sie das erleben, was dieser Kämmerer
erleben durfte, der mit großer Freude seinen weiteren Weg ziehen konnte. Hilf auch mir, Herr, bei den Erklärungen, dass es einfach und verständlich ist und dass auch heute Morgen der Himmel jubelt über Menschen, die gerettet werden. Hab Dank von ganzem Herzen. Und ich möchte auch um deinen Segen bitten für die Gemeinde hier, für die Leitenden, für die, die hinausgehen. Gib ihnen immer wieder neu die Kraft und deinen Segen, dass sie noch viele für dich gewinnen. Hab Dank, Herr, von ganzem Herzen. Amen.